Die Kenntnisse zu erwerben sowie diese zu übergeben, ist keine leichte Sache. Aber das ist möglich in jedem Alter. Alles erschließt der Wunsch. Obwohl der große Vaterländische Krieg und dessen Nachfolgen die Ausbildung der Frau Nina für mehrere Jahre verlegt haben, wurde sie doch mit 35 zur Lehrerin. Auch heute setzt sie fort, den Kindern Fremdsprachen beizubringen und auch selbst zu lernen. Das ist auch nicht leicht, die Sprache zu erlernen. Nun zum Beispiel deutsche Sprache. Eine meiner Schülerinnen besuchte in Deutschland Kursus, da? Und dort dominierte welche Methode? Welche Methode dominiert dort? Kommunikativmethode. Aber es war für sie sehr schwer. Als sie kam zurück, zu mir kam sie und sie erzählte, wie schwer war es, dort diese Sprache lernen. Also es gibt verschiedene Methoden. Der Lehrer beschließt selbst, nach welcher Methode ist es besser zu arbeiten. Die Schule früher und heute. Welche Unterschiede sind zwischen diesen zwei Schulen jetzt sehbar? Ja, also früher war interessanter in der Schule zu arbeiten, weil Disziplin in der Schule besser war. Und zurzeit viele Lehrer sagen, Disziplin ist null. Und die Schüler wollen nicht lernen. Warum? Disziplin. Also es ist noch einen großen Unterschied. Es gibt die Schüler aus reichen Familien und aus armen Familien. Und die Schüler aus reichen Familien hatten privaten Lehrer und die Schüler aus armen Familien hatten keine solche Möglichkeit. Ja? Man kann ganz selbstständig eine Sprache erlernen. Mit dem Lehrer ist es besser. Frau Nina war nie in Deutschland. Die schönen deutschen Städte und Landschaften, über die sie in ihren Stunden den Kindern erzählt, hat sie nie mit eigenen Augen gesehen. Aber das stört ihr nicht, Deutschland zu lieben. Die Gedichte geben ihr die Möglichkeit, jeden Tag die wunderschöne Harzreise zu machen. Als ich sehr schlecht gelaunt bin, nehme ich immer ein Band von Heine und suche mein beliebtes Gedicht. Also ich bin sehr schlecht gelaunt und per Telefon zu Peter lese ich. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließt und die freien Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen. Im Leben von jeder Frau hinterlassen die dunkelroten Rosen den bleibenden Eindruck. Um zu verstehen, was diese bedeuten, braucht man manchmal sogar die Fremdsprache zu erlernen. Also ich war noch sehr jung, 20, vielleicht 22, und damals arbeitete ich an der Akademie. Und ganz zufällig habe ich eine Schallplatte gesehen. Und dort stand geschrieben, dunkelrote Rosen. Das natürlich habe ich gut verstanden. Und nahm diese Schallplatte nach Hause mit und zu Hause hörte ich das. Kein Wort habe ich verstanden, kein Wort. Und
Und also, ich lebte in Summe und schon lebe ich hier im Laufe von 50 Jahren. Ich lebe hier 50. Und vielleicht 1 oder 2 Jahren, vor 2 Jahren. Nein, nicht so. Und die dunkelrote Rosen, was? Woher sind sie, dunkelrote Rosen? Und ich begann im Internet zu suchen und öffnete Google und habe geschrieben, dunkelrote Rosen. Und mein Gott, ein Mann singt dieses Lied. Also, den Inhalt dieses Liedes verstand ich nur über 60 Jahren. Was das bedeutet, wissen Sie genau. Was mein Herz empfindet, sage ich's nicht kann. Dunkelrote Rosen deuten zartes Haar. Ja, ich bin Rentnerin, leider. Eine alte Frau bin ich, aber ich habe die Interesse zum Leben verliere nicht. Ich liebe Natur, ich liebe Blumen, ich liebe Literatur, besonders Gedichte von Heine.